Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem 30. Bundesliga-Spieltag bei Union Berlin. Ja Leute, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst einen Daumen nach oben da, scrollt mal runter, da findet ihr den Abonnieren-Button. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr kein Video und es ist völlig kostenlos und unterstützt damit diesen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Und damit, würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Fahrt. Ja, servus miteinander. Yeah. Der Bundesliga steht der 30. Spieltag ins Haus. Für den FC Bayern heißt das morgen Abend 18:30 Uhr bei Union Berlin. Damit willkommen zur Medienrunde. Wie gewohnt. 18:30 Uhr spielen wir erst. Servus Thomas. Und los geht's, bitteschön. Die erste Frage. Fangen wir da an. Nico Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel. Die Aktualität vorneweg. Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als Alter, ey. Jetzt mal ernsthaft, was hat die Bild-Zeitung für komisches Gras geraucht? Nochmal. Als wenn der Tuchel da jetzt Fragen beantwortet, ja, der Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag ja verlängert, er wird damit nicht Bayern-Trainer. Was denken Sie denn, wer Bayern-Trainer wird? Oder verlängern Sie doch Ihren Vertrag? Bundestrainer verlängert, war ja hier auch Kandidat. Die Trainersuche beim FC Bayern gestaltet sich schwierig. Stellt sich die Frage, wenn jetzt jemand im Verein auf Sie zukommen würde und sagen würde, was sag ich? Es bestünde das Interesse, die Zusammenarbeit doch über den Sommer hinaus so viel Konjunktiv, ist so viel Konjunktiv. Aber stünden Sie da? Ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und die steht. Junge, den ganzen Atem hättest du dir sparen können. Denk doch mal ein bisschen mit. Okay, dann Felix Röder da hinten für Antenne Bayern. Hallo Herr Tuchel. Es gab Riesenjubelszenen nach dem letzten Spiel. Die Mannschaft scheint sehr gut drauf zu sein. Wie haben Sie sie seitdem wahrgenommen? Und war das jetzt vielleicht der Startschuss für diese endgültige Stabilität, die Sie ja immer wieder fordern? Ja, das weiß ich. Das wäre sehr spät nach 10 Monaten oder 11 Monaten, die es heißt. Ich kann nicht versprechen. Wir sind natürlich daran, das einzufordern und wollen das auch morgen unter Beweis stellen. Ich glaube, zunächst ist es wichtig, solche Momente auch zu feiern. Es bleibt extrem wenig Zeit in einem Terminkalender wie unserem. Es ist jetzt gerade mal 2 Tage her, noch nicht ganz 2 Tage, oder? Es ist noch nicht mal 48 Stunden her, das Spiel. Und wir bereiten uns auf den nächsten Gegner vor. Wir haben die nächste Auswärtsreise. Das ist auch alles kein Problem. Was ich sagen will, ist, dass man kann das Feiern dann nicht verschieben und aufschieben. Das sind die Emotionen dann direkt. Das ist auch vollkommen richtig so. Das ist vollkommen richtig so. Jeder, der das irgendwie kritisiert, ja, Jungs, feiert. Die Feste muss man feiern, wie sie fallen. Punkt. Ja, völlig legitim. Die Art und Weise kann man da ein bisschen drüber diskutieren, ob es vielleicht ein bisschen too much war, aber nach der Saison, die wir bisher gespielt haben, war es vielleicht auch so eine Erleichterung in der Mannschaft, dass man sieht, oh, es geht doch, wir können doch noch gegen große Mannschaften mithalten und so weiter. Direkt danach, die sind am schönsten und das sind ganz besondere Momente, weil das auch absolut nicht selbstverständlich war. Deshalb war ich auch sehr froh, dass man uns das angemerkt hat und dass die Mannschaft das gemeinsam mit den Fans so genießen konnte. Nochmal, ich finde, dass das sehr wichtig ist und dazugehört, ja, weil 2 Tage später haben wir Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin und ob das der Startschuss ist, ja. Es wäre ein später Startschuss, wenn man das mal auf unsere Bundesliga-Saison runterbrechen möchte. Ja. Aber klar, wir werden uns wie immer... Aber wie sagt man so schön, besser spät wie nie, wa? Professionell vorbereiten, wir werden es einfordern. Es ist jetzt natürlich, das ist natürlich die Aufgabe, sich da jetzt mental auch in eine Verfassung zu bringen, morgen Abend bereit zu sein und das Spiel so anzunehmen, wie es angenommen werden muss, weil wir haben ja noch ein paar Punkte zu holen in der Bundesliga. Die Saison ist ja nicht vorbei und der Verpflichtung stellen wir uns schon. Stefan Kumberger für Sport 1. Grüß Herr Tuchel. Es gab Ich überlege gerade. Ich habe echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das 18:30 ist, das Spiel. Muss ich mal mit meiner besseren Hälfte abklären. Aber vielleicht würde ich dann morgen den Stream machen, so dass ihr
weil ihr euch das ja alle wünscht, oder ein großer Teil wünscht, dass ich dann live gehe während des Spiels. Muss ich mal gucken, ob ich das heute alles hinter der Reihe kriege, da irgendwie irgendwas einblendungsmäßig oder so. Muss ich mal schauen. Mal schauen. Beim FC Bayern ja immer den Glaubenssatz, dass man nicht nur erfolgreich, sondern auch dominant sein möchte. Jetzt hatten wir in der Saison aber Spiele, die erfolgreich liefen, wenn sie die Dominanz ein bisschen aufgegeben haben. In Dortmund gegen den VfB, jetzt gegen Arsenal. Haben Sie so ein bisschen Dominanz gegen Erfolg eingetauscht? Also ich fand schon, dass wir zweite Halbzeit schon hardcore dominant waren gegen Arsenal. Ja, erste Halbzeit stimme ich zu, da haben wir Arsenal viel den Ball überlassen. Aber zweite Halbzeit waren wir super dominant. Gegen Stuttgart, ja, ich weiß nicht, man sollte vielleicht nicht dominant mit Ballbesitz verwechseln, ja. Gegen Stuttgart hatten wir auch weniger Ballbesitz, waren aber trotzdem super dominant. Also, ich weiß nicht, ob er gerade einfach das verkehrte Wort da benutzt. Aber vielleicht sagt der Tuchel da ja auch was zu. Was waren da Ihre Gedanken dahinter? Weil Joshua Kimmich meinte zum Beispiel, es würde der Mannschaft schon gut tun. Ja, es war ein sehr pragmatischer Ansatz, glaube ich, in den Spielen, die Sie genannt haben. Und das wurden dann unterm Strich sehr attraktive und auch erfolgreiche Spiele. Das gab natürlich auch die Konstellation in den Spielen her. Auch gegen Mannschaften gespielt, die ihrerseits den Anspruch haben, auch dominant zu spielen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist jetzt gegen eine Mannschaft wie Union Berlin, die normalerweise selber sehr tief steht, auf Konter spielt, mit extrem wenig Ballbesitz spielt, ist auch für vollkommen okay. Das ist ja genau das, was ich sagte. Ne? Was ich im Stream sagte, aber auch in dem Kommentarvideo. Tuchel will jetzt sagen, du kannst gegen diese Mannschaften nicht so spielen. Ja? Das ist Tuchel Fußball, ja, da gehe ich mit. Gegen Arsenal war Tuchels Wunsch von Fußball sehr wahrscheinlich. Aber du kannst gegen Union nicht so spielen. Das geht nicht. Die bleiben einfach hinten stehen. Das interessiert die doch nicht. Diesen Ansatz aufzugeben. Es wird auf uns zukommen, dass wir viel Ballbesitz haben am Samstag. Dass wir uns damit etwas schwerer tun gegen tiefstehende Gegner als im Umschaltmoment, ist einfach so. Das ist auch, glaube ich, nichts Neues. Einfach viel mehr Platz und ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr Tempo in den Angriffen. Aber wir müssen das andere auch, wir müssen in den anderen Sachen auch besser werden. Wir müssen in dem dominanten Spiel besser werden. Und da muss man ihm leider auch einen Vorwurf machen. Da hat er jetzt genug Monate Zeit gehabt und es hat sich nichts verbessert. Aber auch wirklich gar nichts, was das anbelangt, wenn die Gegner tief hinten drin steht. Nochmal, es war ein sehr pragmatischer Spielansatz in den Top-Spielen, wo wir auch wirklich abgeliefert haben. Die Umschaltmöglichkeiten werden eventuell gegen Union Berlin weniger werden, aber es wird sie auch geben. Deshalb musst du dann natürlich vielleicht in den Momenten, wo Union natürlich auch ein Eckball hat, eine Standardsituation hat oder versucht, gegen uns ein Tor zu erzielen. Die werden nicht so dominant spielen, denke ich, wie Arsenal. Aber es wird weniger Momente geben für ein schnelles Umschaltspiel, aber es wird sie geben. Deshalb brauchst du dann normalerweise im Ballbesitz ein sehr gutes Gegenpressing. Da haben wir viel Luft nach oben und wir müssen auf jeden Fall hungrig sein für Balleroberungen und die Umschaltmomente erkennen und in dem Moment dann eben nicht rückwärts spielen und das Spiel verlangsamen, sondern wirklich versuchen, die wenigen Umschaltmomente vielleicht auch mal in Union Berlin dann zu nutzen. Ja, dann wird das Ganze natürlich komplex, aber ich gebe Ihnen recht und natürlich auch den Spielern recht. Der Ansatz ist ein Tick weit einfacher, aber ist nicht immer, kannst du nicht immer aussuchen, wie ein Spiel läuft. Daneben Felix Fischer für Sky. Hallo, von mir auch die klassische Frage nach dem Personal, vielleicht konkret bei Leroy Sané. Wie ist der Plan, was ihn betrifft, gerade mit Blick jetzt auf die nächsten Wochen auf Real? Und wann erwarten Sie Serge Gnabry wieder zurück? Ungefähr? Bei Serge wird es ein Wettlauf mit der Zeit für das erste Spiel Real Madrid. Das macht dann halt auch wieder keinen Sinn. Ja, dann kommt der Serge gerade wieder und was dann? Wird sie ihn dann gleich in die Startelf werfen, dass er sich dann nach 45 Minuten wieder irgendwie eine Muskelverletzung holt oder was? Das macht doch keinen Sinn. Lass ihn fit werden, rechne ihn vielleicht fürs Rückspiel ein.
Das wird das entscheidende Spiel werden und alles ist doch gut. Bei Leroy wird es ein Wettlauf mit den Schmerzen für Frankfurt. Das ist so lächerlich, Leute. Ich kann mich da nur wiederholen. Das ist so ein Armutszeugnis, dass das immer noch Thema ist. Aber wir haben es vorhergesagt hier, dass es genau so kommen wird. Und das ist traurig. Das macht mich einfach traurig, Alter. Schrägstrich Madrid. Das wird aller Voraussicht nach, werden wir den nicht mitnehmen, außer es ist jetzt über Nacht ein medizinisches Wunder passiert. Wunderheilung, ja. Und er kommt jetzt gleich und sagt, ich kann komplett beschwerdefrei spielen. Dann nehmen wir Leroy natürlich mit, aber das halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich. Und dann haben wir schon jetzt vom Spiel so ein paar Angeschlagene und ein paar Wehwehchen. Da müssen Sie sich jetzt ein bisschen gedulden, weil ich mich auch noch ein bisschen gedulden muss. Wir haben am Nachmittag Training. Es ist völlig okay, dass man da jetzt mal die unter Tuchel zweite Garde, ja, ich nenne es extra unter Tuchel, weil ich sie nicht als zweite Garde empfinde, aber es ist völlig okay, wenn da jetzt ein Brian, ein Tell, ein Müller von Anfang an auflaufen, im Grenzfall sogar ein Schupu, sollte Harry Kane irgendwelche Bewegchen haben und gut ist, ja. Und auch in der Abwehr kannst du natürlich einen von den beiden Innenverteidigern bringen. Auch ein Guerrero und ein Mazraoui würde ich persönlich jetzt nicht bringen. Die haben beide so viel gefightet. Guerrero ist super anfällig für Verletzungen. Denke, die sollte man auch erstmal außen vor lassen. Stellen Davis dahin. Ja, auch wenn Davis nicht die Leistung bringt oder nicht die Form hat. Aber du musst jetzt einfach mal auf das Spiel in 2 Wochen coachen. So, Punkt. Und werden da auch klar mit den Medizinern, mit den Physios, mit den Spielern jetzt zusammensetzen und eventuell ein paar Wechsel vornehmen und schauen, wer wirklich beschwerdefrei und ohne Risiko spielen kann, weil wir natürlich auch nach Berlin fahren, um Fühle ich auf jeden Fall. Um zu fighten, um zu kämpfen und um 3 Punkte zu holen. Christian Kunz für die dpa. Nochmal kurz zurück zu Julian Nagelsmann. Wie bewerten Sie die Entscheidung vom DFB und von Julian Nagelsmann und was trauen Sie der Nationalmannschaft bei der EM zu? Ich habe eigentlich damit gerechnet, als Rudi Völler dann verlängert hat. Das nehme ich von außen als ein sehr harmonisches Gespann war, Julian und Rudi. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich dass sie ein gutes Team sind und sich da sehr gut ergänzen und unterstützen. Deshalb habe ich eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, auch wenn ich überhaupt nicht mit einbezogen war. Und ich glaube, dass für die Nationalmannschaft die Entscheidung gut ist, weil sie jetzt Klarheit bringt, Stabilität bringt vor der... Ja, das denke ich auch. Entscheidung vor der EM war auf jeden Fall wichtig, ja. Bei EM keine Diskussionen genau. Und deshalb jetzt hoffentlich der Schwung und der Spirit aus den letzten beiden Testspielen mit ins Turnier genommen werden kann und dann müssen die das wuppen, alle zusammen. Das ist in einem Turnier immer alles möglich. Wieder nebendran Florian Schimak für Munich Online. Grüß Gott, Herr Tuchel. Thomas Müller hat jetzt das erste Mal in seiner Karriere gefühlt 180 Minuten in einem Champions League Viertelfinale auf der Bank gesessen. Ja. Haben Sie da explizit nochmal mit ihm sprechen müssen, ihn vielleicht aufbauen? Jetzt mal ernsthaft, ey. Jetzt mach doch nicht wieder das nächste Fass auf. Hoffentlich sagt der Tuchel jetzt mal klare Kante, bevor ich das sage. Oder gab es da eine besondere Kommunikation? Ich hoffe, dass unsere Beziehung so offen und ehrlich und wertschätzend ist, dass sie auch das aushält. Dass er das nicht mag, ist ja völlig klar. Dass ich das nicht mag, ist auch klar. Weder ihm zu erklären vorher noch ihm dann danach irgendwie versuchen aufzumuntern, weil was soll ich ihm groß sagen am Tag danach? Das wird ihn nichts glücklich machen, was ich ihm zu sagen habe. Deshalb nochmal, es geht dann darum, einfach darauf zu vertrauen, dass unsere Beziehung stabil genug ist, dass sie das aushält. Die Entscheidung war eine sportliche Entscheidung und das kann immer mal passieren, das ist nichts Persönliches und das soll auf gar keinen Fall eine Abwertung, schon gar nicht seiner Leistung und seines Status sein. Das war jetzt mal so, aber ja, das ist, er ist professionell genug, dass auch... Er braucht gar nicht weiterreden, er hätte schon längst aufhören müssen zu reden, Alter. Es war eine sportliche Entscheidung, Punkt, mehr braucht er nicht kommunizieren, Alter. Immer wieder wegzustecken, er ist professionell und einfach Kerl genug, auch gestern dann im Training mit 8 Spielern Gas zu geben und ums Gewinnen zu spielen. Und er hat einfach Freude, draußen zu sein. Und das natürlich dann, das macht es dann
Das macht es dann einfacher. Es ist schwer genug für mich, die Entscheidung zu treffen, aber das macht es dann einfach und schön zu sehen. Und dann weiß er auch, wieso er die Karriere hat, die er nun mal hat. Nächstes Mal. Ja, wie gesagt, die Antwort war mir schon wieder viel zu lang. Er muss sich da nicht rechtfertigen. Wir müssen mal davon wegkommen, immer uns gegenüber den Journalisten oder sonst wen zu rechtfertigen. So. Man kann einfach sagen, das war eine sportliche Entscheidung, Punkt. Man muss da auch nicht pudern wieder und darauf rumreiten, ja, unser Verhältnis und super verdienter Spieler. Müller, die letzten Leistungen waren schlecht. Schlecht, Leute. Einfach schlecht. Ja, stellt euch den Müller mal gegen Arsenal vor, mit den ganzen Ballverlusten, die er hatte. Katastrophe wäre das gewesen. Völlig zu Recht hat er nicht gespielt. Punkt. Natürlich, man muss nicht erwähnen, dass das nichts gegen den Spieler ist. Wir reden über Leistungssport, Leute. Das sind alles feine Kerle, das wissen wir mittlerweile. Aber da muss man da jetzt nicht anfangen und zu sagen, ja, ist ja ein guter Kerl und bla und Sülz. Es geht um Sport, um Leistungssport. Da soll es um Leistung gehen, um nichts anderes. Und da muss man sich nicht hinsetzen und das zu rechtfertigen in irgendeiner PK über irgendeinen bestimmten Spieler. Da setzt man sich dahin als Trainer, wie Tuchel es gemacht hat, und sagt, das war eine sportliche Entscheidung. Und dann hört man auf zu reden. Feierabend. Ja, Punkt. So. Und Müller ist 34, Leute. Der ist am Auslauf seiner Karriere. Und wenn er meint, er muss da aufmucken, ja, dann musst du mal klare Zeichen setzen. So. Das tut er nicht und das ist auch völlig gerechtfertigt. Er weiß selber, dass er nicht mehr 23 ist und er weiß selber, welche Leistung er gezeigt hat. So. Und wir wissen aber auch alle, dass Müller wichtig ist für die Teamchemie, dass er mit den jungen Spielern gut kann und so weiter. Und Müller äußert sich öffentlich ja auch nicht irgendwie negativ oder sonst was. Ist natürlich die Frage, was er intern tut, ja. Da wissen wir alle, dass Müller auch ein Wichser sein kann. Nicht umsonst hat er den einen oder anderen Trainer geschasst. Aber Tuchel ist am Ende der Saison weg. Es kann ihm scheißegal sein. Ja? Und ja, es ist eine sportliche Entscheidung und Feierabend. Arnold Bunke für TZ und Merkur. Hallo Herr Tuchel. Herr Tuchel, wie schwer oder wie leicht oder auch wie frei kann man als Trainer des FC Bayern arbeiten? Jetzt nicht unbedingt in der täglichen Arbeit mit den Spielern, sondern auch perspektivisch gesehen. Es gibt ja viele starke Meinungen, auch im Club, viele Ansichten. Inwiefern tangiert das ein Trainer in seiner jetzt nicht nur mittelfristigen, sondern auch langfristigen Arbeit hier? Nee, die langfristige Arbeit hat er ja nicht mehr. Die mittelfristige auch nicht. Er hat ja nur noch die kurzfristige. Ich glaube, das nicht nur ein Trainer von Bayern München betrifft. Ich glaube, das ist die Struktur, die sich in Deutschland etabliert hat, in den Fußballvereinen und mit denen die Trainer umgehen müssen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich auf das konzentriert, was man beeinflussen kann. Das ist sein Trainerteam und dann natürlich der Staff. Das ist schon ein bisschen versteckte Kritik und das ist auch okay, wenn man gerade aus der Premier League kommt, wo es halt komplett anders ist, wo der Trainer der alleinige Herrscher ist. Ne? Das verstehe ich schon. Diese Kritik kann ich schon verstehen. Und ich denke nochmal, es wird in Tuchel was anderes versprochen worden sein. Wahrscheinlich auch mit Mitspracherecht und so weiter von Olli und Brazzo. Und das ist dann auch noch so ein Problem gewesen. Jetzt diese Saison, denke ich. Der auf das Team unmittelbar einwirkt und die Spieler. Und am Ende muss man sich die Freiheit nehmen, die sportlichen Entscheidungen zu treffen, denn das steht im Vertrag, dass du die sportliche Verantwortung hast. Ja, das wäre auch schlimm, wenn dem nicht so wäre. Aber die Struktur und die Meinungen und das Gerüst außenrum ist in Deutschland nun mal so etabliert, damit muss man umgehen. Und versuchen am Ende seinen Fokus komplett darauf zu richten und sich die Freiheit zu nehmen, die sportlichen Entscheidungen so zu treffen, wie man sie für richtig hält. Das ist keine Freiheit nehmen, dafür bist du Trainer. Was ist das für eine Aussage? Man muss sich die Freiheit nehmen. Du musst dir die Freiheit nicht nehmen, das ist dein Recht und das ist das, was du zu tun hast. Und wie man sie im Zusammenspiel mit der Mannschaft und dem Staff für richtig hält. Dann noch Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, Sie haben gerade das Feiern angesprochen. Wie haben Sie persönlich diesen so großen Sieg gegen Arsenal in den Stunden und Tagen danach zelebriert? Ne, Tagen danach. Tagen danach wäre schön, ja, wenn wir das Spiel verlegen müssen. Ja. Gegen Berlin, aber ja, Sie haben ja gesehen, es war ausgelassene Stimmung in der Kabine.
Das sind normalerweise dann die schönsten Momente, weil es halt so unmittelbar nach dem Abpfiff ist und die Erleichterung, die Freude so groß war über das verdiente Weiterkommen, über die Leistung, über den besonderen Schritt im Halbfinale zu sein. Und dann war es anschließend eigentlich sehr ruhig mit dem Trainerteam und mit Freunden. Haben wir das entspannt ausklingen lassen und am nächsten Tag war spät am Vormittag schon wieder Training. Und das Aufwachen macht trotzdem Laune, auch wenn es irgendwie eine sehr kurze Nacht war und keine exzessive Nacht, sondern mit Freunden und Trainerteam in aller Ruhe den Moment genossen. Dann einmal noch bitte Stefan Kumberger. Es gab ja im Hinspiel die Szene zwischen Herrn Bjelica und Leroy Sané. Ja. Gibt es da von Ihrer Seite noch irgendwelche Gedanken dazu oder Vorbehalte? Wie werden Sie Ihrem Kollegen nee, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, dass Sie es gesagt haben. Ja. Ich freue mich jetzt erstmal, dass das auch dann für meinen Kollegen keine weitreichenden Folgen mehr hatte. Ich glaube, dass er das... Also bei mir hat das schon weitreichende Folgen. Ist für mich super unsympath. Ja, und es ist super... Ich denke, es war auch ein Image-Schaden für Union Berlin. Ja, zumindest bei mir. Aber das liegt vielleicht auch so einfach an meinem zu stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Aber das war ein Ding, was nicht geht. So gar nicht. Das auch nicht wollte und sich mehr oder weniger auch dann darüber erschrocken hat, als er das dann gesehen hat. Dann hätte man sich aber ganz anders verhalten sollen, wenn dem so ist. Ne? Weil wie er sich nach dem Spiel verhalten hat, war ja dann das i-Typ. Alle nicht perfekt und Fehler passieren. Natürlich sind wir alle nicht perfekt und natürlich passieren Fehler, aber dann muss ich mich anders verhalten danach. Und ich freue mich, dass das für ihn dann im Sinne gut gegangen ist, dass er weiterarbeiten durfte, dass er dann nicht irgendwie dann noch mehr bestraft wurde. Die beiden haben er hat das ja dann auch schnell nach dem Spiel ausgeräumt. Und es war eine einmalige Sache. Grundsätzlich hat sich dann Union unter ihm sehr stabilisiert, haben sehr viele Punkte geholt. Ich glaube, sie sind isoliert unter ihm auf einem sogar einstelligen Tabellenplatz. Und deshalb... deswegen sind sie jetzt wieder am Schwimmen unter ihm, oder was? Es besteht die Möglichkeit, dass Leroy gar nicht dabei ist, also gibt es auch keine Wiederholungsgefahr. Okay, danke. Ja. Dann Training und auf nach Berlin. Bis morgen. Dann Training und auf nach Berlin, Leute. Ja. Was sollen wir noch ein Fazit ziehen, wa? Wurde alles gesagt. Wie gesagt, als Trainer, gerade beim FC Bayern, müssen wir mal wegkommen davon, sich immer versuchen zu rechtfertigen gegenüber den Medien. So, es ist ja legitim, dass so eine Frage kommt, ja, weil wir wissen alle, ja, da muss man gleich nachfragen, der Müller spielt nicht, der Leroy spielt nicht, der spielt nicht, der spielt nicht. Wäre ich Coach da, würde ich mich hinsetzen, sagen, ja, es ist so, es war eine sportliche Entscheidung und Feierabend. So, mehr muss man da nicht kommunizieren, ja, oder sich versuchen zu rechtfertigen. Gut, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, wie immer, vielen lieben Dank für euren Support und auf ein gutes Spiel bei Union Berlin. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.